Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Ein Adelbodener Freeride-Experte gibt seine Einschätzung zu einem fast tödlichen Unfall am Augstbad-Horn. Und das Regionalgericht Bern-Mittelland hat sein Urteil im Kill-Erdogan-Prozess gefällt. Vorher schauen wir kurz die heutigen News an. Der Nevin Galmarini tritt zurück. Der Olympiasieger Nevin Galmarini erklärt seinen Rücktritt. Der 35-jährige Alpin-Snowboarder wird übernächstes Wochenende in Berchtesgaden sein letztes Weltcuprennen bestreiten. 2 Schafe gerissen, Abschuss gefordert. Ein Wolf hat am 1. und 7. März das Kirchdorf und das Gerzensee in der Nähe von Aare je ein Schaf gerissen. Ob es der gleiche Wolf war, ist nicht bekannt. Der Berner Bauernverband fordert den Abschuss des Tiers, falls es sich um einen Wolf handelt, der im Dezember in Niedermullern 8 Schafe gerissen hat. Die Thuner Munitionsfabrik nach Italien verkauft. Die RUAG International hat einen Käufer für seine Munitionsfabrik zu Thun gefunden. Die Sparte Amotec wird an italienische Waffen- und Fernglashersteller Beretta veräussert. Anfang Februar hat ein Freerider seine Liebe zum Snowboarden fast mit seinem Leben gezahlt, als er am Augstbad-Horn in eine Lawine gekommen ist. Der Vorfall hat die Debatte um die Gefahren des Freeriden und die Verantwortung der Fahrenden ausgelöst. Ben Abeckler hat bei Martin Maurer, Geschäftsführer der Alpinenschule Adelboden, nachgefragt, was er dazu meint. Martin Maurer, erfahrener Bergführer aus Adelboden. Du hast den Artikel auch gelesen. Was sagst du allgemein zu dem? Ja, ich will niemanden verurteilen. Jeder Mensch hat schon mal Glück gehabt. Jeder Mensch hat auch schon mal Pech gehabt. Schade uns, sich nicht mehr damit befassen. Da könnte man sicher so Sachen auch ein bisschen umgehen. So Gefahren bezüglich Lawinen, wie kann man das minimieren? Eben, zum Beispiel mit Kurs, hast du ja gesagt. Zuerst mal Informationen beschaffen, man kann die Lawinenbulletin angucken, man kann aber das auch lernen, indem man einen Lawinenkurs besucht und sich ein bisschen tiefer mit der Materie Lawinen beschäftigen. Und wie fest muss man sich jetzt mit dem beschäftigen, dass man dann relativ sicher ist, sage ich jetzt mal? Da reicht schon mal ein Tag, wo man so die elementaren Grundkenntnisse lernt und nachher mit diesen Tools arbeiten. Und dann kann man da schon recht gute und sichere Sachen machen. Du selber hast ja früher auch schon erlebt, dass du in eine Lawine bist gekommen. Wie war das für dich? Das geht so schnell, da hast du keine Zeit zu studieren, das sind 2 Sekunden, dann steht die wieder still und entweder bist du drunter oder in meinem Fall kann ich mitreiten und fährst ab. Dann pöppelt das Herz auf einmal. 4 Anklagte sind diese Woche wegen einem Plakat vom Regionalgericht Bern-Mittelland gestanden. Auf dem Plakat, das sie 2017 an einer Demo durch die Stadt getragen haben, ist gestanden «Kill Erdogan with his own weapons». Also tötet der türkische Staatschef Erdogan mit seinen eigenen Waffen. Die Staatsanwaltschaft hat in dem einen strafbaren Aufruf zur Tötung gesehen. Das Gericht hat die 4 jetzt aber freigesprochen. Die Beschuldigten sind logischerweise sehr zufrieden mit dem vollumfänglichen Freispruch. Das Strafverfahren ist endlich zu Ende, aber noch viel wichtiger, es war eine wichtige Botschaft für die Demonstrationsfreiheit und auch für die Meinungsäußerungsfreiheit in der Schweiz. Wenn man denkt, dass das EDA sich ins Verfahren eingeschaltet hat, wenn man daran denkt, dass die türkische Botschaft direkt die Verhaftung und die Bestrafung der Beschuldigten gefordert hat, dann ist es eben nicht einfach nur eine juristische Frage, sondern auch eine politische. Die Beschuldigten werden selbstverständlich nicht das Urteil weiterziehen. Sie sind vollumfänglich freigesprochen worden. Was die Staatsanwaltschaft macht, weiss ich nicht. Es ist möglich, dass sie das Urteil mal bestellen und dann entscheiden, ob sie Berufung einlegen oder nicht. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Mädchenhauskollegen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter fürs Berner Oberland. Heute
hat es wieder viel Sonnenschein zum Geniessen gegeben. Lange Zeit war es praktisch wolkenlos, dann sind zum Teil noch ein paar Schleierwölkchen durchgezogen. Wir sehen es hier auf der Webcam von Grindelwald, aber ich würde sagen, das ist wirklich Jammer auf allerhöchstem Niveau. Ja, und der Grund für das ruhige Wetter ist weiterhin das Hochdruckgebiet Martin. Das hat sein Zentrum über Nordosteuropa. Heute sind wir also am Südrand von diesem Hoch, dieser Beisenströmung auf morgen. Da verflacht jetzt die Luftdruckverteilung ein bisschen, entsprechend stellt die Beisen ab und die Temperaturen gehen langsam Richtung Frühling. In Nacht auf morgen allerdings noch nicht. Das ist sternenklar, wird wieder frostig kalt. Die Städte liegen morgen bei etwa -4 bis -3 Grad. Aber am morgen Vormittag da ist es einmal mehr sonnig. Es ist praktisch wolkenlos. Mit diesem sonnigen Wetter geht es am Nachmittag weiter als in den Bergen. Einmal mehr wunderbares Wintersportwetter und die Temperaturen, wie gesagt, die kommen langsam ein bisschen in die Gänge. Zum Beispiel zu Bern oder zu Burgdorf, da gibt es Höchstwerte um die 11 Grad. Zu Thun oder zu Brienz haben wir etwa 10 bis 11 Grad. Und zu Frutigen, da geht es aufwärts gegen 9 Grad. Am Donnerstag und Freitag geht es mit diesem sonnigen Wetter weiter. Erst am Freitag haben wir zum Teil noch ein paar Schleierwochen und die Temperaturen doch im ziemlich milden Bereich. In Interlaken gibt es maximal 11 Grad. Am Samstag da haben wir doch ein bisschen mehr Gewölk. Insgesamt ist es aber freundlich. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken und es bleibt auch trocken bei um die 10 Grad. Vorübergehend kann es zum Beispiel im Haslital auch leicht föhnig werden. Auf den Sonntag da kommt ein bisschen mehr Feuchtigkeit rein. Ein paar Tropfen sind möglich. Die Mengen die halten sich aus heutiger Sicht aber in engen Grenzen, bevor es am Montag bereits wieder eine Wetterbesserung gibt. Das war es vom Wetter. Jetzt wünsche ich weiterhin einen ganz schönen Feierabend und bis gleich. Auf Wiedersehen miteinander.